Donnerschlag. Gedankenanstoß und Inspiration. Donnerschlag vom August vom Stefan Ramseyer. Bin ich besser als andere? Wir alle kennen den verächtlichen Blick von anderen. Und ich bin sicher, du hast auch schon gedacht, so wie der oder wie die will ich auf keinen Fall sein. Manchmal begegnen mir Menschen, die einfach ganz anders sind als wir. Sie leben nach anderen Werten, legen sich anders an, hören andere Musik. Kürzlich bin ich an einer Tankstelle so einem Menschen begegnet. Einem, der ganz anders ist als ich. Er, teure Markenkleider, eine dicke Guckhütte um den Hals, ein schnelles und sicher auch teures Auto, auf dem Beifahrersitz eine stark geschminkte Freundin. Verächtlich hat er mich und mein Budgetauto angeschaut. Ich habe ihn angeschaut und mir dann überlegt, keine Minute möchte ich mit dem tauschen. Gott sei Dank bin ich nicht so wie der. Doch, als ich von der Tankstelle weggefahren bin, da ist mir ein Gleichnis aus dem Lukas-Evangelium in den Sinn gekommen. In diesem Gleichnis sagt auch einer, Gott sei Dank bin ich nicht so wie der. Ich lese euch das Gleichnis in der Übersetzung aus der Volksbibel. Es steht im Lukas-Evangelium im 18. Kapitel. Jesus erzählte mal wieder eine Geschichte. Er wollte diesmal einen Text in Richtung der Menschen ablassen, die sich für die coolsten überhaupt hielten und auf alle anderen runtersahen. Also, da waren mal zwei Leute, die im Tempel eine Runde beten wollten. Der eine gehörte zu den religiösen Strebern, der andere war ein Geldeintreiber, der für die Besatzungsmacht die Steuern einzog. Der Streber fing an zu beten und sagte zu Gott, »Oh, danke, mein Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen hier. Ich habe niemanden bestohlen, ich bin sehr gläubig, ich habe meine Ehefrau nie betrogen. Wie gut, dass ich nicht so bin wie dieser Geldeintreiber. Ich faste ja auch 2-mal die Woche und gebe immer die vorgeschriebenen 10% meines Einkommens.« Der Geldeintreiber blieb total schüchtern am Eingang stehen. Er traute sich noch nicht mal nach oben zu sehen, als er anfing zu beten. Gott, tut mir total leid, dass ich so viel Mist gebaut habe. Bitte verzeih mir. Jesus sagt, ich schwöre euch, dieser Mann wird sauber und ohne irgendwelche Schulden bei Gott zu haben, wieder nach Hause gehen können. Der eingebildete Streber aber nicht, denn solche arrogante Menschen, die sich selbst in den Himmel loben, werden ganz unten sein. Die aber nichts von sich halten, werden am Ende groß rauskommen. In diesem Gleichnis geht es um zwei völlig gegensätzliche Personen. Der religiöse Streber ist ein Pharisäer. Ein Mann, der dann zumal sehr angesehen war in der Gesellschaft. Pharisäer waren nämlich dafür bekannt, dass sie streng nach Gottes Gebot leben. Heute ist man manchmal der irrtümlichen Meinung, sie seien ein bisschen Heuchler gewesen. Doch die meisten von ihnen haben sich sehr bemüht, nach dem Gesetz im Alten Testament zu leben. Der andere ist ein Geldeintreiber. In anderen Übersetzungen heisst es ein Zöllner. Einer, der für die römische Besatzungsmacht arbeitet.
ein Kollaborateur. Auch sind viele von diesen Geldeintreibern korrupt gewesen, haben in die eigenen Taschen gewirtschaftet, sind gäng wie reicher geworden, während das Volk verarmt ist. Es ist doch eigentlich völlig klar, welcher von diesen zwei vor Gott besser dasteht. Doch, wie in anderen Gleichnissen von Jesus, gibt es ein unerwartetes Ende. Gott gefällt die Bereitschaft vom Geldeintreiber, seine Fehler einzugestehen, besser als die Selbstgerechtigkeit vom religiösen Streber. Selbstgerechte Menschen denken ja von sich oft positiver, als sie es wirklich sind. Es fällt ihnen leicht, die Widersprüche und die Fehler von anderen zu sehen, ohne sich der eigenen bewusst zu sein. Lieblos schauen sie dann auf andere herab, zeigen ihnen gar ihre Verachtung, lassen sie spüren, dass sie sich besser fühlen. Es ist klar, dass eine echte Begegnung zwischen zwei Menschen so nicht möglich ist. In einer Gesellschaft, wo Menschen ihren Way of Life als der Beste anschauen, durch mich das Gleichnis wichtig. Es kann vor Selbstgerechtigkeit bewahren und so Begegnungen ermöglichen. Ich kann ja von meinen Werten und meinem Lebensstil überzeugt sein, ohne andere zu verachten. Und wenn ich anderen zulasse, kann ich ihre Art zu leben vielleicht besser verstehen. Erkennen dann auch, warum sie so anders sind als ich. Vielleicht kann ich sogar etwas von ihnen lernen. Oder ich erkenne im Gespräch, warum mein Way of Life für mich der richtige ist. Und vielleicht erkenne ich, dass die Schwingerin im Edelweiss-Hemdli mit mir viel Werte teilt, obwohl sie lieber Jodellieder als Metal hört. Und wenn ich mich wieder einmal besser als andere fühle, dann hilft es mir, wenn ich mir bewusst mache, bei Gott zählen nicht die guten Taten. Ich kann und muss mir seine Liebe gar nicht verdienen. Er liebt mich, auch wenn in meinem Leben nicht alles perfekt ist. Ja, alle Fehler und Widersprüche in meinem Leben können mich nicht von ihm trennen. Und das gilt auch für jeden anderen Mensch. Egal, wie er lebt, egal, was ich über ihn denke. Egal, wie er lebt, egal, was ich über ihn denke.